Bereit oder nicht, Freunde? Es geht weiter hier bei Pokémon Weiß 2 in der Liga. Sprich, die Kämpfe gegen die Top 4 und ich war offscreen fleißig. Ich habe nämlich nicht trainiert. Ja, wieso? Ganz einfach, denke ich mir jetzt einfach mal, komm, das packen wir. Ich weiß, Auron ist ein bisschen untertrainiert und so, aber der wird da schon mal in der Top 4 ordentlich leveln. Das ist nicht das Problem. Was anderes noch. Shelby, der hat noch die Kaskade drauf. Ich Idiot. Aber habe ich gefixt. Das habe ich offscreen ganz kurz, weil ich da halt im PWT, sprich da im Pokémon World Tournament, habe da die Attacke verlernen lassen, natürlich wieder die Wasserdüse erlernen lassen. Ganz einfach per Offscreen. Offscreen habe ich auch noch ganz kurz gemacht, die Items noch zugewiesen, sprich jetzt Webegate hat die Schafklaue wegen dem erhöhten Volltrefferquote. Paiwan hat die Holzkohle, weil ganz ehrlich, Glücksei braucht er jetzt nicht mehr, ganz ehrlich. Und er hat Seegesang, denn er haut sowieso drauf in Weltmeister und daher... Ja, Magnet wird nur für Donnerschlag etwas bringen, deshalb denke ich mal, Seegesang ist für ihn die bessere Alternative, vor allem auch, weil er nicht so viel KP hat. KP schon, und Verteidigung und Spezialverteidigung ist nicht ganz so hoch. So, du kannst natürlich noch Scope-Linse, ganz klar. Noch was, bevor ich es vergesse, ich Trottel. Ich habe die schweizerdeutschen Parts vergessen, das gibt's nicht. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht mehr machen, weil, Schweizerdeutsch ist ein nettes Feature, das schon, aber bei Top 4, bei so richtigen Kämpfen... wäre es ein bisschen doof, wa? Wenn nur die Hälfte davon verstanden werden würde, sprich, wir holen es nach. Ja, irgendwann mal. So, wie sieht's aus? Die Pokémon-Liga ist ein Ort, an dem nur ein einziges Gesetz gilt. Die der Stärkeren. Und Checker weiß man hier am besten, indem man die Top 4 und den Chat besiegt. So einfach ist das. Jo, Mann, ist alles klar, Mann. Du kannst Chat erst bezwingen, wenn du erstmal alle Mitglieder Top 4 bezwungen hast. Aber Vorsicht, hast du erst einmal den Fehdehandschuh geworfen, gibt es keinen Zurück mehr. Fehdehandschuh. Wir sind entweder alle, ja, ist klar. Alles gewinnen oder nichts gewinnen, also nichts, wie immer. Gut, Freunde, soweit so klar. Wie damals bei Schwarz und Weiß, oder so ähnlich jedenfalls. Ja, wie ich schon gesagt habe, schweizerdeutsche Parts wird es geben, aber erst in der zweiten Runde von Pokémon Weiß 2, sprich nach der Liga. Ich denke sowieso, nach der Liga wird das Let's Play erstmal in eine Pause gehen, denn jetzt wo X und Y kommt, werde ich wohl nicht mehr so Bock haben aufs Weiß 2. Naja, ich kenne mich da leider zu gut und deswegen, das angemeißelt, Pokémon Liga ist die Heimstätte vieler kraftstoßender Trainer. Im Südwesten lebt jene, deren Wissen um Pokémon vom Typ Geist ohne Gleichen ist. Im Südosten lebt der umstrittene Meister der Kampf-Pokémon. Im Nordwesten lebt einer, der seine Unlicht-Pokémon zu absoluten Höchstleistungen führt. Ja, im Nordosten wäre dann die Psycho innen auswendig liebt. Gut. Und wieso wir jetzt gegen wen wir antreten müssen? Wir haben Auron an der Spitze. Also natürlich, wir trainieren erstmal gegen den Unlicht-Trainer an. Oh Mann. So, soweit so gut. 4 Pokémon auswählen. In den Top 4 trainieren ja mit jeweils 4 Pokémon anfordern. Das heißt, ich werde auch 4 einsetzen. Unlicht, Sand, du bist raus. Das geht mal gar nicht. Du kommst rein, Shell, wegen dem Käfer-Attacke. Paiwan ist schon cool, aber ganz ehrlich, der wird da mit Flammenwurf, Knirsch und Turbo-Tempo nicht allzu viel Schaden machen. Webigator mit der Schafklaue, der ist die passende Wahl, alles klar. Heißt also, Auron, Flash, Webigator und Shell werden antreten in der Liga. Wieso habe ich jetzt gewechselt? Mann, das Level! So, geht doch. Alles klar, Freunde, es geht los. Hilfe! Voll die Krallen. So, wer bist du denn? Ja, schon gut. Wir treten an gegen... Es wird nun zeigen, wer von uns beiden seinem Gegner die Schau stiehlt oder selbst zu glänzen weiß. Doch wer wird dies entscheiden? Nun liegt er auf der Hand. Ich natürlich, Esther von den Top 4. Esther. Ist klar. Alles klar, Freunde, die Top 4 möge beginnen. Esther vs. Michael. So, Top 4 Esther möchte kämpfen. 4 gegen 4, alles klar. Kyoplada und ja. Übrigens noch was, Freunde. Sollten meine 4 Pokémon scheitern, dann muss ich diesen Part verloren geben. Er spielt einen Kampf und müssen also nochmal von vorne beginnen. So. Kleopatra ist ziemlich schnell. Nicht schnell genug für Auron. Na, Mogli, na klar, jetzt schrecken wir wieder mal zurück. Felsenfest. Tja, Leute, ich habe was überlegt, hey. Strategie. Jetzt bin ich nämlich schneller. Und Tschüssikowski, die Aurasphäre. Das ist nicht der Grund, wieso ich nicht Elevoltic angestellt habe an die Spitze. Sondern Auron. Gut, Typ Stahl ist natürlich auch noch ein Faktor für sich. Aber egal, Webegate. Ups. Was will dazu? Der Symbolpunkt. Ah, das schaffen wir schon. Auron ist schnell genug.
bitte geh nicht drauf. Alter, ganz ehrlich, einmal Erdbeben und Auron ist weg. Du kannst auch vom Boden aufkratzen. Das muss reinhauen, komm schon. Special Defense ist nicht zu hoch bei ihm. Nein, er hat's überlebt, wie so denn das? Nein, Auron. Wie kann Mike nur so ein Pech haben? Scheibe. Ja gut, der ist sowieso weg. Weil Flash ist schneller und auch wenn Rebigator sich jetzt noch heilt, zweimal Durchbruch und es ist gegessen. Ganz ehrlich. Ja, mach das doch. Es war mir doch klar, dass er Top-Genesung einsetzt. Es wird aber nichts bringen. Nicht gegen mein Durchbruch. In der Mitte durch. Zacke Bums. Das Vieh hat aber auch eine Power. Das ist nicht zu fassen. So. Es steht 2:1 für uns, Freunde. Jetzt bloß die Frage, wie lange? Flash. Er setzt ein Irokeks. So, der ist nicht schlechter Typi. Deswegen kommt jetzt gleich mal Shelby zum Zuge. Shelby hält das aus. Ja, weil Irokeks kriegt er sowieso nicht mit einem Hitdown. Ja, Lucario hat es eventuell geschafft, aber Shelby oder der Rest, nö. Muss er so machen. Zermürben und natürlich mit unseren Überreste uns ständig healen. Felsgrab, hey. Ein Wasser-Pokémon, das bringt nichts. Aber ich hätte eine Idee. Vielleicht bringt der Viehländer etwas. Na klar, wieso ist es plötzlich schneller? Nein. Einfach ein Felsgrab. In your face. Naja. Das aber auch schon mal stärker gesehen, Shelby. So, Aquachat. Ja, yeah, Mann, hoch auf den Aquachat. Das Vieh will einfach nicht down gehen. Der knirscht doch wahnsinnig viel ab, da ist ja unglaublich. Komm schon, die Wasserdüse, du gehst mir auf die Drüse. Und das war's mit Irokeks statt Surokeks. Level up für Shelby. Jojo. So, 3:1 steht's. Was? Schwerttanz? Mit speziell nicht Physiker. So. Physiker. Shelby macht das schon. Und jetzt? Cesurio. Ach du Scheiße, da hat auch ein Kampfstahl. Den knöpft sich Rebigator vor. Ich hoffe nur schneller, weil sonst. Ja, ein Kampfattacke und Rebigator küsst die Möhren, würde ich mal sagen. Oder küsst die Radieschen, wie der Spruch schon immer hieß. Von unten natürlich. Es war eine Niederlage, ja, schon klar. So, Erdbeben und es war's. Hoffe ich, glaube ich, denke ich. Komm schon, Schafklaue. Geht da. Oh, ohne Schafklaue sogar. Okay. Hochmut! Nein, mein Name ist Hartmut. Was? Was, Rebigator? So, 58. Geil. 3:1. Nur Aura muss ins Gras beißen. Tja. Natürlich doof, was willst du machen? Das schubst um das Schicksal mit einem gut oder eher schlecht gemeint hat, eine Niederlage ist und bleibt eine Niederlage. Genau dies verleiht den Lobbeeren, den Lorbeeren des Siegeskranzes ihre erhabene Pracht. Und in einem Siegerlächeln bin ich regelrecht geblendet. Vielen Dank. So. Das wäre also der gewesen. Der nächste im Bunde müsste, glaube ich, die Psychotante sein, wa? Wo ist die Geist? Nö, ist die falsche. Der auch. Im Nordwesten. Falsch. Im Nordosten, so. Ja, ist gut. Nordosten also. Sprich, ich muss ganz kurz nochmal healen. Naja. Hätte auch schlimmer gehen können. Durchaus. So, ein Hypertrank für Shelby. Sehr schön das Team. Lass das so, oder muss das ein bisschen... Es geht um Psycho-Pokémon. Spielt natürlich Auron ist dabei. Weil Stahl macht nicht sehr viel Schaden. Ja, der Kampftyp natürlich noch, aber das kriegt er schon hin. Also ziemlich Fixie. Fixie Foxy kann da ein bisschen Gedankenguten einsetzen, dann wird das schon. Psycho. Das heißt natürlich, dass unsere Psychotante schlechthin, sprich Sunny kommt auch mit. Und zwar für Shelby. Ja, wobei der Käfer wäre noch gut, aber egal. Flash, du hast auch erstmal ausgedient und Pyron kommt rein, wegen dem Knirscher. So, die 4 wieder rum. Der nächste Kampf möge beginnen.
Nicht schlecht, Herr Specht, also das sieht schon geil aus. Wo ist sie denn, die gute Dame? Ist natürlich überhaupt nicht angeberisch, nö, gar nichts, so. Sieh dich satt an meiner morgenfrischen Schönheit, die selbst Blumen von Neid verwelken lässt. Aber lass dich anschauen, Trainer. Du scheinst mir Stärke und Gutherzigkeit in deiner Person zu vereinen. Was, nicht Mut, Weisheit und Kraft? Achso, ist nicht Zelda. Entschuldigung. Mich, Cattleya, verlangt jedoch nur nach einem, nämlich einem Gegner, der mich richtig fordert. Ich hoffe, dass du mich nicht enttäuschen wirst. Das schaffen wir schon gegen Cattleya. Alles klaro. Top 4, Cattleya. Alles klaro. Somnivora. Das Scheißvieh schlechthin, aber egal. Auron? So, die haben alle keinen Flammenwurf dabei, sonst jetzt übel. Gedanken gut. Special Angriff und natürlich Special Defense steigt. Nein! Nein, ich habe die falsche Fähigkeit. Es gibt eine Fähigkeit, glaube ich sogar von Lucario, mit der ich das Einschlafen verhindern könnte. Ja, jetzt beendet er erstmal eine Runde. Dankeschön, Auron, war natürlich super. Sie kann eh nichts machen, daher Finstauer, komm schon, du wachst schon selber auf. Schlaf dich aus. Oh, Traumfresser, nein! Jep, das war zu viel des Guten. So. Alter, das denke ich mir so eine tolle Strategie aus und das macht das Vieh wieder alles inne. Das gibt's einfach nicht so. Bringt nichts und jetzt kommt der Finstaurer. Das muss reichen, ich habe doppelt so hohe Spezialangriffsquote wie gerade eben. Das muss reichen. Alter, was hat das Vieh? Boah. Was hat das Vieh für eine Abwehr? Da ist der Hammerbaby. Korrektur, was hat das für eine Abwehr? Und tschüss. Ladies and Gentlemen, das war Somnivora. Lalala und tschüss. Ja, so viel dazu. Gut. Zytomega. Klingt auch so scheiße. Zytomega. Zytomega, Zytomega. Ah, nicht Zytoschau, nicht Zytoschau. Oh nein, jetzt Fokusstoß, bist du wahnsinnig? Ich habe eine höhere Verteidigung, ich habe sie erhöht. Alter Schweine, Alter, hab ich... Oh, 3 KP haben wir noch, Leute, 3 KP. Boah, das war knapp wie sonst was, mein lieber Herr Gesangsverein. So, komm, der muss weg. Finstaurer und Tschüssikowski, das war's. Danke, Auron. Es steht 2:0. Naja, wohl eher eigentlich 2:1,5 war. Ich stehe schon mit einem halben Bein im Grab. Nahkampf, bist du wahnsinnig? Du bist kein Physiker. Du bist Techniker. Naja, so ungefähr. Okay, Morbitesse. Ganz ehrlich, würde es gern. Nee, muss wechseln. Er muss raus. Nee, verdammt. Lass ihn doch drin, das geht schon. Das geht schon. Hat das Viech auch Schnüffler? Riskier's! Das Vieh muss weg! Komm schon, dein Spitzangriff ist doppelt so hoch! Yes, Mann! Volltreffer dank Goblins, dankeschön! 13:0, Symvolar. Ach du Scheiße, kann natürlich noch... Ja, jetzt kommt der Flugtyp hier auch noch. Den kriegen wir auch hin, den kriegen wir auch hin! Auron, Finstaurer, schnell! In deiner Stärke, all deiner Tapferkeit, er hat's geschafft. Auron ist der Held der Stunde, liebe Freunde. Zuck. Auron erreicht Level 56. Und es steht 4:0, wir haben sie komplett niedergemacht. Keine Chance hatte sie. Gibt es nicht noch andere Mitglieder Top 4, denen du den Tag verderben kannst? Nun, schon ganz gut sein und hau ab. Also eine schlechte Verliererin, wa? Ah, die Psychotante wäre auch ausgenockt. So, wer steht jetzt da noch? Im Südwesten, Geist, okay. Geist und Kampf. Ja, ist gut, ist gut. Geist, es ging Geist ein. Auron nicht mehr, der war cool, aber im Rest, ja doch.
Pinsauer wird noch klappen. Geist kann man mit Shelton. Ich muss das Team behalten. Fällt mir gerade mal so auf. Yep, ich lasse mal so. Dafür stelle ich aber Navigator. Nee, wieso? Also lass so. Das klappt schon. Das gleiche Team wieder. Mehr oder weniger. Dann schon ein Hypertrank. Und dann, Freunde, ist der Part bereits mal vorbei. Das mache ich deswegen, weil ich mal denke, zwei Top 4 Kämpfe pro Part ist doch ganz gut. Und dann der letzte Part, der am Freitag, also sprich da am 19., am 11. Oktober, wird dann der Kampf gegen den Champion sein, plus Credits und so. Und ja. Dann ist das Let's Play bereits mal fürs Erste vorbei. Also dann, danke fürs Zusehen bis jetzt. Im nächsten Part geht es hier flotte Grotti weiter. In unserem Super-Team gegen die Top 4. Oh yes, man. Du. So, ganz kurz abspeichern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.